Dober dan. Danes vas pozdravljamo z avstrijske Koroške. Spoznali bomo največje avstrijsko in najsodobnejše evropsko zavetišče za živali. Das Diko ist vor 3 Jahren, war der Baubeginn und ist voriges Jahr fertiggestellt worden. Es ist ein Teil des Landestierschutzvereins in Kärnten und wir sind eben organisiert mit 30 Leuten, die hier arbeiten, und wir nehmen alle Tiere hier auf, finden, dass ein gutes Tierheim ein Tierheim ist, wo die Tiere sich glücklich und wohl fühlen über einen kürzeren Zeitraum und dann auf gute Plätze kommen und damit wieder ein eher leeres Tierheim ist. Die Tiere kommen vom ganzen Land Kärnten und wie gesagt, wir versuchen eben, sie möglichst schnell und gut zu vermitteln. Unsere Finanzen sind natürlich prinzipiell von Sponsoren getragen und es ist auch zum Teil vom Land und von der Stadt finanziert. Und wir versuchen in weiterer Folge uns natürlich auch selbst zu finanzieren. Das wäre unser Ziel. Wie läuft das? Ja, also unsere Partnerschaft auch mit anderen Tierschutzvereinen läuft jetzt sehr gut an. Wir sind da am Beginn und wir versuchen das eben so zu organisieren, dass wir auch Hand in Hand arbeiten und vielleicht hier auch dann einige Kräfte bündeln können. Unser besonderes Projekt sind diese Patenschaften. Ich glaube, Sie haben schon gehört, dass es da verschiedene Varianten gibt dieser Patenschaften. Also die Patenschaften sind dadurch charakterisiert, es können nur Mitglieder Paten werden. Der Preis ist immer derselbe und es gibt dann noch eben eine besondere Form der Patenschaft, wo der Hund 1 Monat nicht vergeben werden darf. Unsere Paten sind auch versichert mit dem Beitrag, den sie leisten. Sie gehen mit den Hunden regelmäßig spazieren. Sie spielen mit den Hunden. Wir haben auch eine eigene Patenwiese, die eingezäunt ist vor Ort. Und die Leute sollen den Hund so kennenlernen und dann sollte es einen fließenden Übergang auch geben, ihn mitzunehmen. Das wäre die eine Form. Die andere ist, dass der Pate eben so lange hier bleibt, solange der Hund auch bei uns im Tierheim ist. Und wir suchen natürlich immer Plätze dann für die Hunde, die hier sind, auch die Patenhunde. Auch Katzen haben Paten, Kleintiere, Schafe, also auch hier kann man Pate werden und prinzipiell ist es angedacht, dass wir auch ein Zimmer jetzt dann zur Verfügung stehen, wo der Pate mit seinem Kleintier, also auch mit der Katze, dann zusammentreffen kann. Das ist in Zukunft ein Zukunftsplan. Diko ima živinozdravnike, ki delajo za Diko in tukaj gleda za zdravje živali. In pač je pa tudi tako, da so tiste živali, ki pridejo v Diko, niso vsi zdravi in tukaj tudi nekatere živali pridejo zaradi nekakšnih posledic, nekakšne poškodbe ali nekakšne nesreče. In če so tiste živali zelo poškodovani, potem pridejo tudi v prvi oskrbi k nas v kliniko in če so zelo poškodovani, ostanejo pri nas, drugače pa pridejo potem spet v Diko in se potem ogleda, ali ima tista žival lastnika ali nima lastnika. In če nima lastnika, potem je regulirano pri nas tako, da mora ostati tista žival za 30 dni v Diku. Ja? V tem času tudi pogledamo potem, da bojo tiste živali cepljeni, pogledamo, ali so zdravi in če poteče tisti čas, tistih 30 dni, potem je možno, da pogledamo za novega lastnika tiste živali.
Kako je sicer organizirano, kar se tiče prostorsko? Imate različne cone, drugače obarvane, kar vse pomeni, kako zdrave so živali. Ja, to je odvisno, če pride žival v Tiko, potem je najprej tako, da pridejo v karanteno. Potem je ponavadi tako, da je regulirano tako, da v prvih 3 dneh je potrebno, da se pogleda, ali je vse v redu. Ja? In če so živali, če imajo nekakšne infekcijske bolezni, potem pridejo tisti živali v izolacijo, da ne bomo dobili tudi s zdravimi živali, ki jih imamo tukaj v zavetišču probleme. Drugače pa pridejo v karanteno, to je rdeča cona, in potem pa pridejo, če so cepljeni in če je vse v redu, in potem, če je tudi možno, da gledamo za nove lastnike, potem pa pridejo tudi v tisti del, kjer lahko ljudi pridejo in gledajo in lahko se interesirajo za nekako žival, ali je pes, ali je mačka, ali kaj drugega. Načeloma vse živali kastrirate, sterilizirate te, ki so v zavetišču? Ne nujno vse, to je tudi odvisno, kako stari so. Ne? Če imamo čisto majhno mačko, potem to seveda ne steriliziramo, ker je premlada. Ne? Ampak ponavadi pogledamo, da je večina tistih živali, ki grejo iz zavetišča, da so kastrirani in sterilizirani, da jih ne bomo spet dobili nazaj čez nekaj mesecev, da ne bojo mladiči. Ni nujno tako, da so čisto vsi. Tukaj opravljam delo veterinarja, se pravi pač zdravim živali, pač opravljamo ta redna cepljenja, razgliščenje, pač te, bom rekla, splošne stvari. Ja. Kakšna je bila vaša pot do tega zavetišča? Tako, jaz sem v bistvu dobila najprej eno evropsko štipendijo in sem pač iskala, kam bi šla. Potem sem iskala tako nekaj bliže Sloveniji in sem našla pač to kliniko dr. Krebic v Celovceva, ne. Tam sem pač opravila to 3-mesečno prakso in potem sem se v bistvu z dr. Greslom odločila, oziroma mi je ponudil pač tole prakso, ki jo lahko opravljam tukaj, ne, kakor enoletno prakso, da v bistvu, da se naučim pa tako in tako smo prišli zraven, ja. Kakšne so dosedanje vaše izkušnje tukaj? Super. Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna, no, res, bom rekla, vse je lepo organiziran, res super, no, nimam kakšnih pripomb. V trenutku imamo približno okoli 180 mačk, okoli 70-80 psov. To je malo menja, ne? To je odvisno, kakšen čas je. Zdaj v tem času ni toliko mačk, ampak če potem gre bolj maja, junija, potem jih je spet več. Ja? To malo menja. Pri psih je tako, da je bolj konstantno. Ne? Vse skupaj je pa jih okoli 500 živali, ki so ponavadi tukaj. To je pa različne živali, to so tudi mišice in mačke, pa tudi svinje imamo tukaj. To je, na nekaterih primerih je čudovito, kakšne živali dobiš. Ne? To je odvisno od tega, kaj je, ampak večinoma imamo mačke in pse. Hier sind Katzen, die jetzt neu angekommen sind. Die haben diese 30 Tage Behaltepflicht. Es wird hier geschaut, dass wirklich
richtig hygienisch geputzt wird. Das heißt, nach jeder Katze Hände desinfizieren, es wird geschaut, wird beobachtet, was hat die Katze, Krankheiten, oder haben die Körperöffnungen angeschaut, ob sie Augenentzündung haben oder sonstiges, Katzenschnupfen. Und da wird es erst einmal behandelt und geschaut, dass die Katzen wieder gesund sind, damit sie geimpft werden können und gechippt werden können und dann für die Vergabe im Endeffekt frei sind. Wenn eine Katze jetzt gefunden wird, muss sie laut dem Gesetz 30 Tage da bleiben. Und wenn eine Katze abgegeben wird und wir sehen, okay, sie ist gesund und das passt alles, ist sie nicht so lange da. Also eine Woche einmal zur Beobachtung und dann wird sie gleich geimpft und kommt dann in die nächste Station. Hauptsächlich pflege ich die Katzen, also ich fütter sie, ich putze die Boxen. Ja, wichtig ist halt immer, dass man schaut, ob die Tiere auch gesund sind, also ob sie Durchfall haben oder ob sie Pilz kriegen. Ja. Hier sind in den 12 Boxen sind immer unterschiedlich, entweder 1 bis 4 Katzen und in den Ausläufen da sind Wildkatzen, so um die 15, 20 Katzen. What it takes to become an animal keeper in Austria? What's the way? Man kann eben so wie bei uns im Tierheim die Lehre anfangen, dann muss man die Berufsschule machen, die geht eben 3 Jahre, in Wien draußen. Ja, und danach eben noch die Lehrabschlussprüfung und dann ist man ausgebildeter Tierpfleger. Mein Job ist es halt, mich um die kleinen Tiere und um die Katzen zu kümmern. Zum Schauen, dass es ihnen gut geht, dass sie Futter haben, dass sie Wasser haben, ob sie vielleicht krank sind oder eben um die Hygiene, zum Schauen, dass alles sauber ist immer und alles frisch machen. Welche kleine Tiere haben Sie hier? Wir haben Hasen, Ratten, Mäuse, Degus, Chinchillas, dann haben wir noch Meerschweinchen, Schweine haben wir, Ziegen haben wir und Katzen eben. Warum kommen diese Tiere in Tierheim? Ja, also entweder der Besitzer hat keine Zeit mehr für die Tiere und bringt sie deswegen rauf, oder eben die Behörden sagen, dass der Besitzer die Tiere nicht gut hält und bringen sie auf. Oder wenn der Besitzer halt aus irgendwelchen Gründen umziehen muss und die Tiere nicht haben darf, oder wenn sie ein Geschenk waren zu Weihnachten und die Kinder halt nachher nach wenigen Wochen das Interesse verlieren und das Tier dann überflüssig ist. Degus brauchen zum Beispiel einen ziemlich großen Käfig, auch Möglichkeit zum Klettern und brauchen ein Sandbad. Und das sollte halt schon der Auslauf entsprechend groß sein. Hasen müssen immer mindestens 2 gehalten werden, alleine dürfen sie nicht. Und es war halt gut, wenn sie nachher ein bisschen höher stehen und nicht am Boden, dass sie sich besser an die Menschen gewöhnen. Ist es schwer zu finden, Heim für diese Tiere? Also es kommt ganz drauf an. Bei den Hasen ist es nicht so schwierig, als wie zum Beispiel bei Schweine oder Ziegen. Eben weil wir unsere Schweine und Ziegen auch nur als Haustiere vermitteln und nicht zum Schlachten oder sonst was. Wie ist das Auslauf von Hunden organisiert? Es sind hier 4 Ausläufe, also hier runter. Es sind am Anfang 2 Zwinger auf einem Auslauf, dann sind 4 Zwinger, nochmal 4 Zwinger und 3 Zwinger auf einen Auslauf. Es wird immer nur ein Zwinger gleichzeitig rausgelassen. Also wenn der Zwinger draußen ist, ist der Zwinger herin, weil es sonst zu Streitereien unter den Hunden kommen würde.
Und wir probieren immer, dass wir so alle halbe Stunde die nächste Gruppe rauslassen. Also dass jeder Hund spätestens alle 2 Stunden wieder eine halbe Stunde draußen war. Also wir haben auch Spielzeug draußen mit bei den Hunden, dass sie sich damit beschäftigen können. Und es ist, zum Glück sind nicht so viele Nachbarn in der Nähe, dass es nicht so ein Problem ist, wenn sie wirklich bellen. Und dadurch, dass sie eh mit sich beschäftigt sind, weniger laut sind dann. Wie oft lassen Sie die Hunde raus? Also in der Früh beim Putzen eben und nach dem Füttern werden sie rausgelassen und wenn alles sauber herinnen ist, dann lassen wir sie eben alle halbe Stunde den nächsten Zwinger raus. Also jede halbe Stunde die nächste Partie. Kako je pa zakonodaja v Avstriji, kar se tiče bivanja živali v zavetišču? Je to bivanje omejeno, se potem evtanazirajo? Kako je to urejeno? V Avstriji je tako, da ni dovoljeno eutanazirati žival brez vzroka, brez medicinskega vzroka. Ni dovoljeno. Ja? In zaradi tega to ni nekakšna meja, kako dolgo ostane žival v zavetišču. To je, če je tukaj, je tukaj. Ja? In po zakonu ni dovoljeno, da eutanaziramo nekakšno žival, če je predolgo tukaj. Samo zaradi tega, ker noben noče imeti tisto mačko ali tistega psa. Tukaj je kar veliko zavetišče. Katero območje pokrivate v bistvu? Odkot prihajajo živali? To je tudi odvisno po navadi skoraj celo Koroško. Ja, to je največje zavetišče na Koroškem, je tudi najbolj moderno, ja, zdaj tudi po celi Avstriji. In je pač veliko področje, ki ga okviramo in tudi naš rešilni avto pelje po celi Koroški. Zdaj ste rekli rešilni avto, nekatere živali so poškodovane, mnoge so tudi zapuščene. Kako je s tem na tem območju? Kaj bi rekli, kako je z osveščenostjo lastnikov živali? Pravzaprav se to po mojem razvija relativno dobro. Ljudi se vedno bolj interesirajo na zaščiti živali, bolj pogledajo. To se mislim, da tista zaveda za zaščito živali se vsako leto poboljša. Ja? Ampak seveda je to nekakšen razvoj in imamo seveda tudi, kako bi rekli, nekakšen pogled tudi v države, ki je še boljše, naprimer kot je v Angliji. Tam je tista zaveda za zaščito živali še večja kot naprimer pri nas v Avstriji. Kakšno je vaše delo v tem zavetišču? Moje delo poteka predvsem na terenu, od zunaj. Skrbim za prvo pomoč, hrano, organizacijo. Kako dolgo ste že tukaj zaposleni, del tega zavetišča torej? Jaz sem v tem zavetišču že 10 let. 3 leta smo že tukaj v novem. In moj delovnik poteka od ponedeljka do petka. Normalno delovni čas od pol enih do 21. ure. Po 21. uri imam pa dežurstvo do 7. zjutraj, telefon in pomoč živalim. Vsak dan je nov izziv, nov vtis. Mi imamo na teden 3 do 4 akcije čez dan. Po noči je manj akcij. Poleti je več, tako da čisto vsak je posebej zase. Se morda tudi navežete na kakšno žival, bolj kot na drugo? Ja, to se zgodi, ampak glede možnosti, da bi jih vzeli domov, probamo to nekako na stran dati.
Sie haben auch Projekt Kastrieren und Sterilisieren. Wie geht's das? Ja, das ist jetzt unser Projekt der vergangenen 2 Wochen, das sehr gut angelaufen ist. Hier haben sich dankenswerterweise wirklich viele Tierärzte zur Verfügung gestellt, ihr Know-how und ihre Arbeit eben uns und den Tieren vor allem hier ohne kostenfrei, ohne Entgelt zur Verfügung zu stellen. Das Equipment kommt vom DIKO, also die Katzen übernachten auch hier einmal bei uns und sind alles wilde Katzen, die von wirklich professionellen Katzenfängerinnen eingefangen werden und wieder an den Ort zurückgebracht werden, wo sie herkommen und dort ein glückliches Leben führen, ohne sich vermehren zu können. Das Tierheim spielt alle Stücke und wir werden sowohl die Behandlungsräume als auch den Operationsraum ausbauen, sodass wir noch mehr hier vor Ort machen können. Wir wollen vor allem diesen schönen Heidi-Horten-Saal mehr nützen für Seminare, denn es soll das Tierschutzkompetenzzentrum eigentlich auch Wissensvermittler für alle Tierfragen werden. Und ich denke, dass wir hier auf einem guten Weg sind, auch das Tierheim zu öffnen. Wir haben dieses Jahr viele Events auch geplant, damit uns Leute besuchen kommen, Schulen, Altersheime. Vielleicht kann es auch am Wochenende im Sommer ein Radlertreff werden. Der Kontakt zu den Tieren ist einfach wichtig für Jung und Alt und so soll die Plattform geschaffen werden, dass die Tiere schöne Plätze finden. Naš potep po avstrijskem Koroškem je tako pri koncu. Pridružite se nam ponovno čez teden dni. Se vidimo!